Moin, ich heiße Ingrid Jochim und ich bin Olaner Gästeführerin. Jo, moin, ich bin Finn Witt, ich komme aus Olas und ich studiere Theologie in Hamburg. Jo, Finn, für doch wird überhaupt ein typisches Outlander Gericht gucken. Das ist Birnen, Bohnen und Speck. Und da brucht wir als erstes Mal, das erklärt sich ja von selbst, wie brucht die Bohnen und wie brucht die Birnen und wie brucht den Speck. Aber da kommt auch noch Wurdeln mit drin, dann Kartoffeln, wir habt hier noch einen Zibbel. Und natürlich noch an Gewürzen brucht wir erstmal Sult, wie brucht das Bohnenkrut und wie brucht ein Lorbeerblatt. Und jo, da habt wir auch eins zu Hause. Jo, das denke ich auch. Die Bohnen müssen erstmal von Blüte und Stängel befreit waren. Und ja, du nimmst sie einfach in der Hand und schnissert einen in den Af und die Blüte auch af. Bloß die Enden af. Bloß die Enden af, nicht zu viel wegschnieren, ne? Nee. Dass wir nicht zu viel Abfall haben. Und dann gibst du ihm erstmal hier in die Schüttel drin, ne? Okay. Das ist für die Bohnen erstmal wichtig. Und da kannst du erstmal mit anfangen. Jo, dann mag ich. Gut. Mal kicken. Also bloß so. Das ist gut. Und dann das Stück. Jo. Jo. So, für den Birnen, Bohnen und Speckeintopf, da brauchen wir jetzt auch Wurdeln dort. Jo. Und ich habe hier mal die Wurdeln auch hinlegt. Und du kannst die Glick mal mit diesem Sporschäler hier vorsichtig schälen. Und probierst das mal gut. Jo. Magst du das sonst auch mit dem Sporschäler? Jo, die Tusi sieht ein bisschen anders aus als die. Aber das mag nichts, ne? Jo, ich kick mal. Also du magst das so, dass du erstmal von alle Wurdeln jetzt hier die Schale abmagst und dann in Serienarbeit magst du dann also hier die Innen ab und packst sie dann in die Schüttel drin. Alles klar. So war das was. Da gefällt die Bäder? Jo. So einen komischen habe ich noch nicht gehabt. Ja. Also hier kannst du richtig was lernen von doof, ne? Jo. So. So, dann kannst du die Wurzel noch mal umdrehen. Hier bist, ja, da ist auch noch Da was, ist noch ne? ein Bein, ne? So. Ja. Dreh noch mal hier ist auch noch ein Da Bein. ist auch noch ein Bein. Ja. So. Wenn du sie umdrehst, dann kannst du so besser mit den Sporschäler runter. So, kick mal an. Ja, so ist gut. Und dann noch die Enden ab, hast du gesagt, Ja, ne? genau. Dann Also, die Innen auch nicht so großzügig, ne? Gut. so, und renn da. Und renn. So finde in das Gericht schall nun auch wieder ein Zibbel drin. Jo. Und da kannst du jetzt mal einen Schnitt infügen, so Jo. einen Zentimeter Deib. So reckt das? Das reicht so. Dann klappst du das so ein bisschen unten an Jo. und stickst da das Lorbeerblatt drin. Stickst du drin? Na, du musst noch ein bisschen Deib schneiden. Noch ein Bein mehr. Kick den mal. So. Pass mal auf, so. Guck mal. Jetzt kannst du da drin schuben. Jo. So, und die beiden Nelken, die kommt nun hier in die Den dann drin. auch wieder hier oben drauf. Nee, nicht so, dann steck mal rein, der hat ja eine Spitze. Ne? jo. Also mit der Gut. Spitze da rein, mit der anderen jo. Spitze auch. Jo, Und dann alles nimmst klar. du die Zibbel mit Röber noch hier, dann Jo. gibst du nur Glick den Speck in den Pott drin. Ne? Alles klar. So, wir haben hier jetzt die gespickte Zwiebel und nun kommt hier der wissende Speck. Jo. Und der ist so richtig schön mager, ne? Der gehört zu dem Gericht auf jeden Fall dazu. Und dann gebe ich hier mal in den Pott drin, du hast einen 3/4 Liter Wasser in. Jo. Und da gibst du nun mal die Zibbel mit Und drin. die Zibbel auch schicken Jo. mit drin. Jo. Gut. So, dann können wir den Puttdeckel dicht machen. Jo. Und 30 Minuten kocht das jetzt. Jo. Und in der Zwischenzeit können wir jetzt das ganze Gemüse fertig machen. Alles klar. So, Finn, als nächstes schützt Jo. jetzt die Wurzeln schnieren werden. Und die wird wie ein Schieben haben, ne? Also schöne runde Schieben schüttet werden. Jo. Und von der Dicke her ungefähr so. Und da kannst du die jetzt klick mal ranmogen. Jo, das Und mag ich. schniss erstmal die Wurzeln eben ab. Jo, Ne? das mag ich. Gib mal hier. So. So hast du die da gedacht, ne? Ja, so ist das gut von der Stärke her. Ja, tot Beten aufpassen auf die Finger. Jo. Ich gebe dir noch mal eben den Tipp. Na? Also wenn du schnieren da ist, dann musst Jo. du mal so einen Krallengriff. Ne? Also dann nicht die Fingerspitzen so lang strecken, dann kann das Licht mit dem Messer da drin gehen. Jo. Ne? Also so wie so ein Cut hier drin grieben. Ne? Okay. Und schniss dann, ne? Probier das mal. Was ich hier nicht ernst lernen, do. Also wirklich so? Jo. So, die geputzten Bohnen, die wird jetzt einfach einmal in der Mitte halbiert. Dann habt ihr da ein gaue Gröt davon. Und das könnt ihr auch gern so machen, dass die Glick
also so eine Handvoll nehmt und holt die so zu hoch und schniert einfach einmal in die Mitte durch. Und rennen Pot. Und dabei drehst du einfach mal das Messer Ja. Also nicht mit der Schabe sieht hier über das Brett rüber, sondern dann war das Messerstuf. Ne? Ja, Da war das muss- nicht eins zu leeren Gift? Ja, war das nicht eins zu leeren Gift. Ne? Da musst du darauf achten. Ne? Jo, Wahnsinn. So, wir habt hier jetzt die Beeren und bereitet die jetzt mal für Birnen, Bohnen und Speck. Und diese Beeren, die nicht schält waren, also man schnitt sie einfach einmal in die Mitte durch und dann ward einfach hier erst an die Blüte rut schnären und die Stingel kommt auch auf. Aber das Kerngehäuse, das holt wie hier so ein Bedenrut, ganz vorsichtig mit so einem blöden Kreis hier. Einmal vorsichtig Rut heben und hier kannst du das sehen, also wo die Stingelrutwursten ist, Ja. das schnitt man am besten auch so ein ganz beden Rut, aber nicht zu deep. Ne? Also das ist hier Fingerspitzengefühl, was hier Frucht ist. Also so ein Beden entfernen. Und so kommt die halbierten Beeren nachher mit oben auf den Pott drauf. Jo, Ne? ans Chlor. Dann kannst du die doch mal ranwogen. Oh, bei mir geht die kaputt. Mensch, hast glatt weg das Plattdeutsch-Schnacken von Jo, dir, so, wa? ne? Du hast echt so einen lütschen Kreis. Ja Mensch, das bereitet die Stress, ne? Jo, das bereitet mich Stress. Ja. Wir haben ja Aber auch nicht so viele Beeren da, ne? Wenn die jetzt 2 geht, dann ist das nicht so gut. So, nun versuchst du mal vorsichtig das Rut zu heben. Na, die wohl noch nicht. Die wohl noch nicht. Also nicht so die Prinzdicken. Du musst das mit, ja, nun kommt das ja an, ne? Jo. Jo, So, kick mal das an. geht. So, das reicht so, ne? Ja, und dann bilden noch hier die Blüte, die wollen wir ja auch noch weghaben. Jo. Ne? Auch so ganz vorsichtig, nicht so, ja, das geht so. Und Und- dann habt ihr gesagt, hier noch so ein Beden, was wegschnieren. Jo, da hast du auch. Man bist kann du- das miteden, aber Jo. manche möchten das nicht so Das gern. schmeckt nicht so gut. Nicht ganz so gut. Ein Beden Fass ist das, ne? So, und da hast Also du auch echt so da einmal nicht zu deep drin. da drin. So. Da So, und mit bloß- dem Messerspitz holst Jo. du das nur einfach da rot, ne? Okay. Also Weiter? so ein bisschen. Klüft da kommt was. Da kommt was. Jo, das wird gut finden. Ja, da wart langsam was, ne? Ich mag das. So. Also wir habt ja noch ein paar Beeren, also du kannst Klick noch wieder probieren. Ja, ne? mal kicken, ne, was so passiert. Ja, Jo. gut. Schein. Die legt wir mal hier an die Sied. Jo. So, die Kartoffeln für unseren Intopf, Bohnen, Beeren und Speck, die wart einfach schält. Und das mucken wir hier am besten mit dem Sparschäler. Jo, das geht ganz gau, ne? Der geht ganz gut. Und das sind hier Erfreukartoffeln, aber eine festkochende Sorte. Das ist auch ganz gut, da die ganze Intopf nicht so matschig ward. So, ich wasche die Kartoffeln mal eben ab und anschließend wird wir sie schnieren. Und das zeigt, wie hier auch liegt, mal eben, ob das Brett einfach halbieren und das Ganze schall in Würfel schnieren waren. Hier könnt wir wunderbar den Krallengriff anwenden. Jo, Du das kannst ist das hier richtig. Klick mal eben mit diese halbe Kartoffel auch noch mal eben gut probieren. Jo. Du hast erst so und dann so, ne? Erst langs, in die Ling. Erstmal in die Erstmal Ling. so, okay. Ja. So, nun fährst du das Ganze quer an. Ne? Jo. Und dann einmal wieder. Ja, und schön an den Krallengriff denken, ne? Jo, wenn die so untereinander fällt, ist das gar nicht so licht. So. So. Das sieht gut. So. Ja, prima. Jo. Schein. Jo. Gut. Das Ganze kann dann Klick noch in den Pott drin, wenn der Speck fertig gekocht ist. Jo. So, wir habt hier die ganzen Taudoden für Birnen, Bohnen und Speck. Als erstes gebt ihr mal die Bohnen in den Pott drin. Jo. So, schein rein nur. Da könnt ihr jetzt auch mal Klick, denn das Bohnenkrut, ich nehme hier mal so einen ganzen Stingel und lege dann mit drin, das gibt so ein gaudes Aroma in den ganzen, in das ganze Gericht noch her. Ist das so wie Lorbeer, dass einer das wer Rut nimmt an einen oder blifft das doppeln kann einer Also wenn wir das so in den ganzen drin geben, nehmt ihr das noch über Rut. Ja. Und wenn wir das lütt hackt habt, dann kann das natürlich innen bleiben. Ne? Ah ja. So, und dann kommt natürlich die Kartoffeln dort tau. Die sind auch hier in Würfel schnären.
Und das mische ich jetzt noch mal so ein Beten hier mit den Wuddeln. Also hier habt ihr die Wuddelschieben. Da gebe ich auch mal weg ein paar Rob. Ungefähr die Hälfte so, ne? So, und den Rest Kartoffeln da tau. Die Wuddeln kommt oben ab. Ja, kick an. So, und jetzt prüfen wir noch als Krönung die Beeren da tau, ne? Und die sind ja hier wunderbar halbiert. Das habt ihr ja vorhin almogt. Jo. Und wir legen jetzt mit der Schale nach oben, Okay. hier in den Pott drin. Und die Bild sozusagen hier den Abschluss jetzt. Jo. Ne? Was wir jetzt noch mal kontrollieren möchten, dass wir jetzt, dass wir noch ein bisschen Flüssigkeit abfüllen. Dass wir Jo. ein bisschen wenig da in, ne? Jo. Das mögen wir jetzt gleich. Und nun kriegt ihr mal das Ganze an. So das nicht gut gut. Ja, finde ich auch. Hier, ne? Ja. Hast du das auch mal eben? Nee, da habe ich Nee. noch nicht Eden. Du bist auch ganz gespannt, ne? Ich bin gespannt. Ja, Ja, das- mit den Birnen kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Kannst du gar nicht vorstellen, Nee. ne? So, ja. Dann kicken wir mal, was dabei rumkommt. Ja, finde ne? ich auch. So, wie mag den Puttdeckel jetzt tau und laut doch noch mal eine halbe Stunde kochen. Ne? Jo, alles Aber klar. vorher gebe ich noch mal einen Schuss Wasser Einen rein. Schuss ne? Wasser rein, jo. Jo. So, Birnen, Bohnen und Speck, das kocht hier jetzt ganz gut, wie langsam er geht. Und das Gemüse ist auch fast gar. Und wir warten nur glicks mal auch probieren und wird noch mal ein bisschen Bohnenkrut auch hacken, dass wir das noch mal ein bisschen als Geschmack und Aromaträger da mit drin bringen dort. Ne? Die Birnen, die schütten natürlich nicht zerfallen, also da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber das sieht hier schon ganz gut aus. Ne? Also Finn, wie hackt noch mal ein bisschen Bohnenkrut da und mag gebt ich. das noch mal da tau. Ne? Richtig, Jo. jo. So, die Kochtid ist jetzt hier für Birnen, Bohnen und Speck. Ich nehme den Speck vorsichtig ruht und schnier glick noch mal hier die Schwarte ab. Dann wart Schieben abschnären und das ganze Gericht, also das Bohnenkrut, den Stingel nehme ich mal hier ruht. Und das Bohnenkrut, das könnt wir jetzt, wie Siedling. Und jetzt war das Ganze anricht ab Teller. Aber wir möchten natürlich vorher noch mal abschmecken. Und da kommt jetzt noch mal ein bisschen gehacktes Bohnenkrut drin und mit Petersilie war das Ganze überstreit. So, das Ganze ist fertig gekocht. Wir können jetzt erstmal eben vorsichtig die Beeren oben aufnehmen und stellt ihr mal eben wie sieht, dass sie auch wirklich heil blieben dort. Denn jetzt wird wir hier noch in das Ganze hier noch mal das gehackte Bohnenkrut drin geben. Jo. Ich finde, das kannst du mal eben dort geben. Jo. Schütt das mal so drin. Einfach drin und ich rühre noch mal durch. So, wir mit das Ganze noch mal eben probieren. Jo. So, kick wie mal. Dann kannst du klick mal sagen, ob da noch Sult dran wird oder noch ein bisschen Pfeffer. Für meinen Geschmack noch ein bisschen Salz drüber. Wenn Sult, Finde ich. dann hol das Sult noch mal eben rüber. Da haben wir hier. So. Und wenn wir die Pfeffermühl noch finden dort, die müssen ja eigentlich auch in unsere Nähe stehen, Jo. dann geben wir auch noch ein bisschen Pfeffer drin. Ja. Ne? Toffee schaut ja auch nicht wehen. Nee, das Toffee stimmt. Salz an einen lieber ein bisschen Paper, Ja. aber nicht Toffee Salz, das ist nicht Genau. gut. So, ein bisschen Pfeffer. Gibt das Ganze noch ein bisschen einen letzten Pep. Ne? Jo. Also so ein Lütbeten kannst du innerheben und den Ja. Rest, den gebe ich noch auf die Terrasse. Alles klar. Ne? So. Wenn du das fertig magst, also vorsichtig nochmal durchrühren. Jo, mag ich. Und dann kannst du eigentlich schon anfangen und so eine Portion abfüllen. Jo. So von der Portion her, denke ich mal, mag wir das erstmal so, also so ein Label hier rauf. Jo. Da kann man das Gemüse auch gut noch sein. Jo. Und du gibst dann anschließend, und jetzt kommt der große Abtritt von den Beeren, also die leckt jetzt einmal so rum. Aha. Also wenn wir sie umdreht, habt wir natürlich die Bohnen, also mit der Schale, aber Jo. wir machen das jetzt mal so. Okay. Und geschickterweise kannst du ja mal ein bisschen von den Petersilien auch so Noch ein bisschen Baum hinstreuen, dass das hier so, vielleicht auch so ein bisschen auf die Beeren mit drauf. Ja. Kommt da so ein bisschen wieder Rut. Und ich schniere jetzt noch mal eben den Speck. Jo. So, und ich komme hier mit dem fertigen Teller. Kick mal, was meinst du? So das gut gut so? Ja, ich finde wie im ne? Fernsehen, das ist eins. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit No kochen und laut das gut schmecken, das ist ein schönes Sommergericht. Also wenn Beeren und Bohnen im Sommer rieb sind und die Wuddeln dort tau, dann traut ihr ruhig mal ran. Jo. Und dann wünsche ich dir auch guten Appetit.